Magazin, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. In Bergisch Gladbach-Sand sind seit Anfang August 80 Flüchtlinge in einer Turnhalle untergebracht. Eigentlich braucht die Turnhalle der Verein Oberborn-Sand, logisch, zum Trainieren. Da wird fleißig Sport gemacht. Der ein oder andere Club würde sich garantiert darüber aufregen, dass die Turnhalle jetzt besetzt ist. Vielleicht würden sie sogar den Fremden den Rücken kehren. Doch in dem Fall passiert genau das Gegenteil. Die Sander gehen auf die Flüchtlinge zu. Und wie machen die das? Mit einem Fußballspiel. Auch wenn Awad Hussein hier klar das Nachsehen hat. Verlorene Zweikämpfe sind schnell vergessen. Awads Flucht aus dem Kriegsgebiet Syrien nicht. Fußball als Ablenkung vom Alltag im Flüchtlingsheim. Fußball als Ventil. Um unsere Energie rauszulassen. Weil manchmal, wenn du da sitzt und nachdenkst, willst du deine Kraft anders rauslassen. In Kämpfen zum Beispiel. Und das wollen wir nicht. Von Kämpfen hat Awad Hussein genug. In Syrien, seinem Heimatland, tobt seit mehr als 4 Jahren ein Bürgerkrieg zwischen den Truppen von Diktator Assad und Rebellen. Dazu terrorisiert der Islamische Staat die Einwohner. Genauso wie in Libyen, dem Land, wo Awad Hussein zuletzt gelebt und studiert hat. Als dort die Zustände immer schlimmer werden, macht er sich auf den Weg nach Europa. Weil es auch nicht möglich war, nach Syrien zurückzugehen, weil ich meinen Militärdienst nicht absolviert habe. Also wäre ich sofort geschnappt worden, wenn ich einen Fuß nach Syrien gesetzt hätte. Sie hätten mich gezwungen, der Armee beizutreten. Und ehrlich gesagt, wollte ich nicht mein Leben dort riskieren. Genau das setzen jeden Tag Flüchtlinge aufs Spiel, um in überfüllten Booten nach Europa zu gelangen. Viele ertrinken bei dem Versuch. Awad hatte Glück. Seine Bootsfahrt verläuft ohne Schwierigkeiten. Seit 2 Monaten ist er nun in Deutschland, lebt in der Turnhalle des DJK Oberborn-Sand, direkt neben dem Ascheplatz. Hier treten nun die Flüchtlinge zusammen mit Spielern der ersten Mannschaft von Sand gegen den Ball. Das ist auch ihm zu verdanken. Jürgen Münsterteicher, ein Trainer des Vereins. Wir wollen einfach zeigen, man kann auch miteinander, obwohl man uns die Basis genommen hat mit der Turnhalle. Das heißt, wir haben keine Umkleide mehr, wir haben keine Dusche mehr, wir dürfen die alle im Prinzip nicht mehr betreten. Aber wir sehen das Menschliche in erster Linie und in erster Front, daher dieses Spiel. Wir haben dienstags mit der ersten Mannschaft hier trainiert und ja, wie wir dann die Bälle rausgeholt haben, kamen die Flüchtlinge alle auf den Platz und haben dann auch Fußball gespielt. Und dann habe ich mit dem Trainer der ersten Mannschaft gesprochen, da müssen wir was draus machen. Über Facebook startet Münsterteicher einen Spendenaufruf, denn die Flüchtlinge brauchen noch Fußballkleidung. Die Hilfsbereitschaft ist groß, über 70 Paar Schuhe und ein kompletter Satz Trikots kommen zusammen. Die Teams werden durchgemischt, das fördert die Völkerverständigung und kommt gut an. Wunderbar, also als ob wir gar nicht fremd zueinander waren. Es hat einfach gepasst. Ich habe 2 Tore gemacht. Ich fand es super. Nochmal spielen? Warum nicht? Aber nicht diese Woche. Ich bin zu müde. Im Fußball hat man jetzt auch gemerkt, dass die Sprache jetzt nicht so wichtig ist. Also dass man sich auch so verständigen kann. Nicht Deutsch zu sprechen ist auf dem Fußballplatz kein Problem. Um in Deutschland bleiben zu können, ist es jedoch notwendig. Awad Hussein will eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, die Sprache lernen und seinen Masterabschluss schaffen. Wenn ich bleiben kann, bleibe ich. Wenn ich gehen muss, dann muss ich gehen. Es ist nicht so einfach, als 29-Jähriger 2, 3 Jahre von Ort zu ziehen, um Problemen aus dem Weg zu gehen. Also will ich hier bleiben. Legal, nicht illegal. Wie lange die Flüchtlinge noch in Sand bleiben, ist nicht klar. Eigentlich sollten sie schon lange ihre Asylanträge stellen dürfen. Bis dahin gibt es auf der Sportanlage des DJK Oberborn zumindest ein paar gemeinsame Fußballanekdoten zu erzählen.